Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren DFB-Reaction. Leute, wild, oder? Ich habe leider noch keinen vernünftigen Hintergrund. Ich muss doch erstmal abwarten, ob mich der DFB abholt. Bevor ich hier meine kostbare Zeit in irgendeinen DFB-Hintergrund investiere. Von daher gibt es den wunderschönen Bayern-Hintergrund, aber dafür habe ich das Deutschland-Trikot an. Hä? Wir gehen rein. Und zwar in die Reaction Quelle DFB TV von Jürgen Kloppo. Ja? Von seinem ersten Tag oder was auch immer. Ist vom YouTube-Kanal der Sportbild. Ich bin gespannt. Ist DFB-Material. Ich habe keine Ahnung, wie es sich verhält. Ob ihr das sehen könnt, ob ihr es nicht sehen könnt. Ich reacte einfach mal drauf. Ich lade es hoch und alles andere werden wir sehen. Gut. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: Hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn euch gefällt, was ihr seht und wenn ihr mehr von der DFB 11 sehen und hören wollt. Und damit gehen wir rein. Abfahrt. Willkommen, Jürgen Klopp. Hi. Offiziell erster Arbeitstag. Du warst aber natürlich für deine Vorstellungs-PK auch mit dem Trainerteam hier schon auf den Fluren im DFB-Campus unterwegs. Gab es in den letzten Wochen so diesen einen Moment, in dem du wirklich das Gefühl hattest, jetzt bin ich Bundestrainer? Ja, gab es den einen, weiß ich jetzt gar nicht. Es gab ein paar, um ehrlich zu sein. Ich bin von den... Er ist aber alt geworden, das muss man mal sagen, ne? Also jetzt hier sieht man das schon so. Fühle ich aber. Ich fühle den etwas älteren Kloppo. Solange er noch genauso steil geht, wenn er auf dem Platz ist, ist alles fein für mich. Und da gehe ich fest von aus. meisten Dingen, die man noch nie erlebt hat, hat man ja keine Ahnung, wie sie sich anfühlen, wenn es dann soweit ist. Und ja, offizieller Beginn 15. Aber inoffiziell haben wir ja schon eine Weile begonnen. Und vor allem Freunden habe ich WhatsApp-Nachrichten beantwortet mit Bundestrainer Klopp. So will ich kein Mensch nennen, und wenn man es will, das klingt sehr unangenehm, aber mit Kumpels fand ich es irgendwie ganz angemessen. Und man sieht auch, du bist stolzer DFB-Mitarbeiter. ja, das ist auch so cool, aber da ist noch kein Geld drauf. Irgendwann, wenn wir heute hier wieder essen, dann müssen wir laden. So. Ja. Weil bisher ist da nichts drauf. Aber öffnen Gute Stammbild viele ich finde, man merkt beim Kloppo, dass er wirklich stolz ist, Bundestrainer zu sein. Ne? Bei vielen anderen hast du immer so das Gefühl, ja, es ist einfach ein Job so, ne? Das haben wir beim Nagelsmann auch so das Gefühl. So, oh ja, das ist das nächste Step, das nächste Sprungbrett. Beim Kloppo hat man so das Gefühl, ja, geil, ich bin Bundestrainer. Ja. Ja, wie gesagt, es ist Schritt für Schritt. Wir sind alle im ganzen Trainerteam, waren wir jetzt in den letzten paar Tagen waren wir auch hier, haben Abläufe kennengelernt. Onboarding heißt auf der einen Seite, wir haben alle unsere Devices bekommen, damit wir jetzt auch in dem Bereich anfangen können. Ihr habt für mich Nummern zusammengestellt von Leuten, die ich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten anrufen werde, mit denen ich in Kontakt treten werde. Mit einigen davon bin ich schon in Kontakt getreten. Haben mit ein paar Bundesliga-Trainern versucht, Termine auszumalen, wann man da mal sich irgendwann treffen kann. Mit Spielern bisher keinen Kontakt gehabt, weil erstmal waren die natürlich auch alle in der ganzen Welt unterwegs oder viele. Mhm. Also viele waren in Asien oder sonst wo, und es ist mitten in der Vorbereitung, und so richtig viel zu reden gibt es ja jetzt auch noch nicht, zumindest nicht aus meiner Sicht. Völlig richtig. Völlig richtig. Völlig richtig. Es gibt gar nichts zu reden. Erstmal gibt es nichts zu reden. Es gibt dann was zu reden, wenn Klopp nominiert. Dann gibt es was zu reden. Ne? Wenn die Spieler da sind, dann kann man mit denen reden und vielleicht den einen oder anderen, je nachdem, wer da so bei ist, den du dann vielleicht verklickern musst. Ja, pass mal, ich sehe dich jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft. So, da gibt es vielleicht auch was zu reden, aber ansonsten gibt es ja nichts zu reden, Alter. Bei den Leistungen, die wir gesehen haben, gibt es nichts zu reden. Es ist eine Phase, wo Spieler sich auf die Bundesliga-Saison vorbereiten. Dann werden 3 Spieltage stattfinden, bis wir nominieren werden. Der 4. wird stattfinden, bis wir dann endgültig wissen, wer auch tatsächlich kommen kann. Mhm. Und dann haben wir eine kurze Phase, um das Spiel vorzubereiten. So. Aber es wird passieren, wenn ich die Trainer oder Vereine besuche, werde ich natürlich auch mit den Spielern vor Ort sprechen. Und mit der Zeit wird sich dieses Bild dann das fertigstellen. Also das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Wir können es ja alle nicht zerteilen. Aber wir sind alle
mit viel Vorfreude, hochmotiviert bei der Sache und es hat sich echt gut angelassen. Also alle Mitarbeiter, die wir jetzt kennengelernt haben, die schon da waren, haben uns ganz, ganz toll aufgenommen. Danke dafür. Und fühlt sich nicht fremd an, kann man nicht sagen. Also das ist echt schön. Hast du irgendwas schon über den DFB oder die Menschen hier gelernt, wo du sagst, das wusste ich vorher nicht? Denn du hast ja super viel Erfahrung als Vereinstrainer und selber auf der PK gesagt, Verbandstrainer zu sein, Bundestrainer zu sein, ist schon nochmal was anderes. Ja, gut. Also die, mit denen ich eng zusammenarbeite, einfach, dass es richtig gute Leute sind. Also es ist ja immer so, man denkt ja irgendwie, eine WM ist nicht gelaufen und dann einmal alles feucht durchwischen und bei Null anfangen. Das geht natürlich nicht, ist auch völlig unnötig. Also ich bin zu lange dabei, um zu wissen, dass Veränderungen woanders herbeigeführt werden müssen. Also Menschen grundsätzlich, und alle sind hier beim DFB, weil sie Qualität haben und nicht, weil sie nichts anderes gefunden haben. Ich verspüre ganz viel Vorfreude bei allen. Und genauso soll es ja auch sein. Und am Ende wissen wir ja, es gibt 2 große Themenbereiche, um die wir uns kümmern müssen. Nummer 1, A-Nationalmannschaft, Nummer 2, alles andere. So. Aber wir müssen natürlich mit der A-Nationalmannschaft anfangen und das ist ja auch der Termin, der am nächsten ist. Und können noch nicht so richtig, weil wir natürlich viele Ideen haben und viele Ideen entwickeln werden noch. Aber am Ende ist das alles dramatisch abhängig von den Spielern, vom Fitnessstand der Spieler, einfach vom Zustand der Spieler, wie wir sie dazu nehmen können. Und da brauchen wir eben noch ein bisschen Zeit. Aber an Lust, Bereitschaft, Fleiß und so weiter wird es nicht scheitern, ganz bestimmt nicht. Und deshalb sind wir so dabei, Schritt für Schritt. Nächste Woche haben wir das, wie nennen wir das denn? 3-tägiges Summit vielleicht mit dem erweiterten Staff. Trainerteam und Team außenrum, super wichtiges Team, Analysten, als komplette Trainerteam dann mit Fitnesscoaches und all diesen Dingen, Teammanagement und so weiter. Und deswegen, um uns kennenzulernen, weil Ende September, wenn wir uns dann im Adidas Camp treffen, da habe ich schon genug neue Gesichter, auf die ich wahrscheinlich treffen werde. Dann muss ich nicht auch noch bei jedem Mitarbeiter fragen, Entschuldigung, was machst du nochmal ganz genau? Und Kenn ich. Und das versuchen wir jetzt einfach recht schnell zu machen. Was wir machen können jetzt schon, machen wir jetzt. Und wo wir noch ein bisschen warten müssen, da warten wir dann auch noch ein bisschen. Ja, man muss dem Kloppo Zeit gönnen, ne? Also klar, Kloppo mit seiner Art, denke ich, kann da auch kurzfristig was bewegen, ja. Gerade in der A-Nationalmannschaft, aber also er ist ja jetzt auch kein Heilsbringer, kann die Hand auflegen und deutscher Fußball ist wieder super erfolgreich. Also es wird alles Zeit benötigen, natürlich, je nachdem, wovon ich eigentlich ausgehe, dass Kloppo schon einen harten Schnitt macht, so in der Nationalmannschaft. Ne? Aber darüber können wir philosophieren, wenn wir dann nach Spieltag 3 in der Nominierung hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und versuchen das vorzubereiten. Wohl wissen, das war ja deine Frage, Vereinstrainer, Verbandstrainer. Als Vereinstrainer, gut, ich bin in Liverpool mit in der Saison gekommen, habe ich auch nicht viel Zeit gehabt, sie kennenzulernen, aber habe von da an jeden Tag mit ihnen zusammengearbeitet. Das heißt, eine Woche war eine Woche. So, das heißt, da konnte ich mir um 4, 5 ein bisschen näher zu kommen, mal gucken, was machen die denn so, wer ist das, was steckt hinter dem Spieler. Nächste Woche waren es 4, 5 andere und nach 4, 5, 6 Wochen hat man ein gutes Bild gehabt. Das müsste jetzt schneller gehen und deswegen versuche ich, ein paar Vereine noch zu besuchen, bevor es losgeht und da auch mit Spielern zu sprechen. Aber das wird nicht mit allen gelingen und dann muss man sich die Zeit eben auch geben. Und weil Spieler kenne ich, die Person hinter dem Spieler nicht in jedem Fall, logischerweise. Und vielleicht wird es auch eben, weiß ich, was würden Vereinstrainer sagen, ja, bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig bei dem Jungen. Aber das ist halt eine wichtige Information für mich, zu erfahren, was den jeweiligen Kerl in dem Fall antreibt und wo er herkommt, wo er hin will, all solche Dinge. Das ist das halt auch, ne? Und ich glaube, das ist auch, was Nagelsmann so gefehlt hat. Und das zeichnet auch gute Trainer aus. Ne? Ich glaube, wir haben echt gute Standbilder von ihm drauf. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Faktor, ne? Dass man, um das Maximale rauszukitzeln, halt auch die Person hinter dem Fußballer kennt. Also wie gesagt, ist ja zum Glück nicht ein Short-Term-Experiment, sondern ist ja so ein bisschen auf ein paar Jahre angelegt.
Und jetzt können wir anfangen und das ist gut. Und hast dich ja deswegen auch schon mit den U-Trainern U19, U20, U21 zusammengesetzt. Da gehört Hannes Wolf als Cheftrainer U20 natürlich dazu, als wichtiger Ansprechpartner, aber natürlich auch, wenn wir den Blick weiten, als Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung. Wie wichtig ist da sein Engagement und auch die Reformen, die er über die Trainingsphilosophie Deutschland schon angestoßen hat? Wie schaust du da drauf und habt ihr auch schon darüber geredet? Also ein weiteres Problem noch, das heißt, es ist im Moment Urlaubszeit, das ist völlig normal. Das große Turnier hat stattgefunden, im Moment in der Bundesliga noch nicht. Wann sollte man in einem Fußballverein Urlaub machen? Das war jetzt, logischerweise. Alle kommen jetzt zurück. Ja, das Treffen mit den U-Trainern ist super wichtig gewesen. Mit Toni habe ich schon länger telefoniert, Hannes kenne ich lange, habe aber auch schon lange telefoniert. Hanno habe ich mal, auch wenn nicht allzu lange trainiert, und Christian Mörz hätte ich beinahe mal trainiert, der hat aufgehört, bevor ich in Dortmund ankam. Also es gibt so eine Art gemeinsame Vergangenheit, das Entscheidende dabei ist, und das Gefühl wollte ich den Trainern gegenüber vermitteln, wir gemeinsam trainieren die deutsche Nationalmannschaft. Das ist nur ein Unterschied in Altersklassen. Das ist für mich kein Unterschied. Das ist im Verein auch immer so gewesen. Wenn ein 17-Jähriger bereit war, dann war er bereit. Und dann habe ich das nicht gesehen, weil ich da jeden Tag beim Training zugeguckt habe. Dann hat mir das der U17-Trainer gesagt oder U18-Trainer, was auch immer. Guck dir den mal an. Und diese Art der Zusammenarbeit möchte ich gerne haben. Das Nachwuchskonzept ist ein großartiges. Ich kenne Hannes jetzt wirklich schon lange. Und wenn ich in meiner eigenen Pressekonferenz gesagt habe, ich möchte mutige Entscheidungen treffen, dann ist das, was Hannes da angegangen ist, eben auch eine sehr mutige Geschichte. Weil er von vornherein wusste, dass im Fußball alles so alt eingesessen ist und nicht verkrustet, will ich nicht zu negativ nennen, aber Dinge haben über Jahrzehnte sehr gut funktioniert und jetzt haben wir festgestellt, es funktioniert nicht und jeder möchte eine Veränderung, dann kommt einer, verändert was und dann sagen alle, ja gut, verändern ja, aber so nicht. Und nicht bei uns. Und nicht bei uns und nicht in Deutschland und wie auch immer. Und da muss man beharrlich sein, da muss man dranbleiben und ich glaube zu 100% an die Geschichte, an die Art und Weise. Wie das jetzt angegangen wird, dass wir Trainer ausbilden müssen, Trainern dabei helfen müssen, und zwar jedem Trainer, der da draußen eine Fußballmannschaft trainiert, damit er den Spielern und Spielerinnen dann helfen kann. Das ist jetzt die Aufgabe. Weil wir können ja hier vom DFB nicht jeden einzelnen Fußballer da draußen trainieren. Wir können nur die gute Nachricht verbreiten, können den Weg vorgeben, können ihn selber konsequent gehen, aber dann geht es natürlich darum, wie kann man die Basis davon überzeugen, und wenn ich dabei helfen kann, mache ich das natürlich super gerne. Also das ist ja keine Frage. Nochmal, Trainerteam zusammen bedeutet nicht nur, dass die sich als Part meines Trainerteams sehen dürfen, sondern ich bin definitiv auch Part ihres Trainerteams in einer gewissen Weise. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir es angehen und wie wir es dann leben. Weil das wird die spannende Geschichte sein, weil im Moment, bester Job der Welt, noch kein Spiel verloren. Ich kann heute schon sagen, es tut mir echt leid. Wird möglicherweise nicht so bleiben. Deswegen werden wir zeigen, wie gut wir uns bis dahin als Gruppe entwickelt haben in diesem DFB, dieser Trainerkosmos, gemeinsam mit allen anderen Leuten hier. Wie stark sind wir dann, um durch so eine Situation dann eben auch mal durchzugehen? Weil ich war noch nie Teil einer Entwicklung, die einfach so völlig smooth in eine Richtung nur gegangen ist. Da wird es immer wieder so kleinere Rückschläge geben. Wenn man vom Weg überzeugt ist, macht das aber nichts. Dann heißt das einfach nur, weitere Informationen, richtig mit umgehen, weiter geht's. Jetzt ist heute dein erster Arbeitstag. Man hat aber das Gefühl, du bist es eigentlich oder bist schon viel länger Bundestrainer, weil es so viel Berichterstattung gab. Jetzt habe ich gerade zugehört, du hast gesagt, du hast noch mit keinem Spieler gesprochen. Ich dachte eigentlich, du kannst jetzt hier heute den Wechsel von Said El-Mala verkünden. Ja. Also die erste Pressekonferenz war ein bisschen wahr. Ich war in irgendeiner Form, habe ich mein Leben darauf vorbereitet und so richtig auch nicht. Aber was mir nicht so richtig gefallen hat, nicht, dass ich sie nochmal geguckt hätte und dass ich die Möglichkeit gegeben habe, diese Medienschelte als die Überschrift zu nehmen. Das war mein Fehler. Ich wollte ein paar Dinge klarstellen. Ich habe 2024 aufgehört in Liverpool und danach ist die Boulevardpresse auf uns drauf, also wie die Fliegen auf Honig. Da mussten wir mit allem, was uns zur Verfügung stand, mussten wir uns wehren, ein normales Leben führen wir und so weiter. Und das wollte ich sagen, das wird nicht nochmal passieren.
Also, weil das mache ich nicht. Ich bringe meine Familie nicht ein zweites Mal in so eine Situation. Wir haben das Leben, das wir haben. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir das haben. Aber diesen öffentlichen Teil nie gelebt. Also bitte diszipliniert euch. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich tue das nicht für mich. Ich tue das auch nicht nur für die Leute. Ich tue das für uns. So, und das heißt nicht, ihr müsst mir dankbar sein dafür, sondern ich habe da wirklich große Lust drauf. Ich glaube auch, ich bin der Richtige dafür. Aber wenn die große Masse der Menschen da draußen denkt, Finde ich halt schwierig, immer noch. Ja. Ich lasse ihn erstmal ausreden, dann sage ich meinen Take dazu. ja, jetzt lass das doch, dann würde ich das lassen. So, da muss ich mich ja nicht aufzwingen. Ja. Finde ich schwierig, vor allem also erstmal finde ich schwierig diese Aussage, ich tue das nicht für mich. Vorher sagt er aber, ja, ich habe mich quasi ein ganzes Leben darauf vorbereitet und dann auch wieder nicht. Also, ich glaube schon, dass ein Jürgen Klopp auch Bundestrainer ist für sich. Also, bei aller Liebe. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, weil dann wäre er kein Bundestrainer. Also, ich glaube nicht, dass er da nur sitzt, weil ich meine, wir wurden nicht gefragt. Habt ihr eine öffentliche Abstimmung gesehen, wo gefragt wurde, soll Jürgen Klopp Bundestrainer werden beim DFB? So, dann könnte man den Take ja noch irgendwie verstehen. Also, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Das andere finde ich auch schwierig zu sagen, wenn die breite Masse mich nicht mehr will. Das habe ich schon während der PK gesagt, dann bin ich weg. Ist super albern. Sorry, Alter. Das ist super albern. Ja. Ich meine, wir reden über eine Nation. Ja. Kleines Beispiel: 40% aller Leute wählen die AfD. So, was ist denn, wenn 40% aller Leute sagen, wir wollen Jürgen Klopp nicht mehr als Bundestrainer und das ist die Mehrheit? Dann hört Jürgen Klopp auf, Bundestrainer zu sein, oder was? Ich meine, die ganzen AfD-Wähler sind vernagelt und es gibt mit Sicherheit auch vernagelte Leute, die nach 2 Niederlagen schreiben und schreien: der Klopp ist der verkehrte Trainer, der kann ja gar nichts, der ist alles verliert, der muss weg. Ja, wirst du immer haben. Ja, dann wirst du auch irgendwelche Idioten haben, die irgendwelche Petitionen starten und hast du nicht gesehen. Ja, das ist halt einfach ein Amt. Ja, sorry, diese Aussage finde ich halt albern. Ja. Die Aussage kannst du ja bringen, wenn du sagst, ey, wenn ich nicht mehr den Rückhalt im DFB spüre oder den Rückhalt der Spieler, so, dann bin ich weg. Aber doch nicht, was ich oder ihr jetzt irgendwo auf Social Media oder sonst was äußert. Das hat ihn doch nicht zu interessieren, Alter. Ich verstehe so ein bisschen den Take, so den er macht, so von wegen, ja, ich brauche schon die Unterstützung der Fans, ich will alle mit an Bord haben und wenn die mich nicht mehr haben wollen, ja, aber woran macht man das denn fest? Wenn man in München spielt und dann 50.000 pfeifen, weil es Jürgen Klopp ist oder was? So, dann geh nach Mainz, mach da ein Spiel oder in Dortmund, dann beklatschen dich 70.000. Also, weiß ich, schwieriger Take. Ja, woran macht man das fest? An den Reportern, was die schreiben, Alter? Ey, alles, was in der Bild steht, damit kann ich mich null identifizieren. Das ist alles nur dummer Scheiß. Ja? Also, woran will er das festmachen? So, das ist doch der Faktor. Also, finde ich super schwierig, diese Aussage. Ich verstehe so ein bisschen den Hintergedanken, aber finde ich wild. Dieser Teil. Und jetzt kommen wir an heute und reden wieder über Medien, aber das ist ein anderer Teil der Medien, das ist Social Media. Es sind in letzter Zeit einfach viele Dinge gekommen, die ich anscheinend gesagt habe, die ich nicht gesagt habe. Es sind viele Dinge gekommen, wo ich anscheinend Nachrichten über mich, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich weiß nicht so richtig, wie man der Sache in der heutigen Zeit Herr wird und die meisten Sachen sind mir auch echt egal. Ich glaube, was man sagen kann, du hast deinen Account @Kloppo und wir haben die DFB-Kanäle. Alles, was da veröffentlicht wird, kann man auf jeden Fall glauben. Ist echt. Aber es hat mich so ein bisschen auch beleidigt, dass die Leute denken, ich wäre so dämlich. Meine erste Amtshandlung wäre, ich rufe einen Spieler an und sage, übrigens, BVB, würde gut zu dir passen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe nicht mal angefangen, mit Spielern zu arbeiten. Sollte ich in der Zukunft einen Spieler länger kennen, lange mit ihm zusammenarbeiten, der Spieler kommt zu mir und fragt mich, was ich machen würde in der Situation, würde ich ihm jederzeit einen Ratschlag geben, der nicht davon gefärbt ist, ob ich jemals bei einem Verein gearbeitet habe oder nicht, sondern der natürlich ausschließlich, da geht es nur um den Spieler. So in diesem Fall, mit seinem Maler, ein netter Kerl bestimmt, aber wir haben natürlich nicht darüber gesprochen. Wer erzählt denn auch so einen Mist, Alter? Was ist denn los? Also,
Das sind wahrscheinlich dieselben Leute, die sagen, dass der Kloppo nur noch Dortmund-Spieler einlädt und keine Bayern-Spieler mehr. Ist wahrscheinlich dann auch der Take, wenn Kloppo, wer weiß, überraschenderweise Joshua Kimmich mal nicht nominieren wird. Oder ihn nicht mehr als Kapitän sehen würde. Dann wäre ja auch gleich die Verschwörungstheorie da. Weil man sich einfach mal ehrlich eingestehen muss, dass Kimmichs Leistung im DFB-Trikot halt auch echt eine Farce war. Und das Unangenehme ist dann einfach, dass Leute, also es gab so Quellen und so weiter und das macht die Sache echt ein bisschen verrückt. Mittlerweile ist KI so gut, dass ich manchmal denke, war ich da wirklich? So dass ich anfange an mir selber zu zweifeln, wenn irgendein Foto von mir, wo ich irgendwo auf der Welt war. Werden wir nicht ändern, in diesem speziellen Fall wichtig, weil natürlich meine erste Amtshandlung noch nicht mal offiziell im Amt nicht sein würde, Spieler dem BVB zuzuschachern. Oder weder im Gespräch mit dem Spieler noch mit dem Verein. Nein, natürlich nicht. Aber könnt ihr euch frei machen. Von diesen, dass ihr gegen oder für Vereine irgendwas, also für Vereine ist möglich, gegen Vereine auf keinen Fall. Dann lass uns den Blick zum Abschluss wieder auf die Männer richten. Du hast schon gesagt, weiterer Fahrplan steht euer Summit auf jeden Fall an, stehen Gespräche mit den Vereinen an. Ich werde also ich muss ja immer sagen, hoffentlich komme ich dazwischen und so weiter. Und dann werden wir den Supercup anschauen, das ist geplant. Erste Bundesligaspiele anschauen, auf dem Rückweg nochmal ein Bundesligaspiel schauen, Trainergespräche führen, Bundesligaspiel schauen. Also so gedanklich ist schon wahnsinnig viel passiert. So richtig anpacken ging ja noch nicht jetzt. Das wird natürlich dann die Gespräche werden super wichtig sein. Ich freue mich total drauf, Bundesliga-Trainerkollegen kennenzulernen. Da werde ich vergessen, ich war echt lang weg. Also 9 Jahre plus 2 Jahre, 11 Jahre war ich nicht in der Bundesliga sozusagen. Also ist noch vieles passiert. Und die Trainingsgelände haben sich wahrscheinlich auch verändert, die ich von früher noch kenne. Und das wird natürlich alles hochspannend. Am Ende würde ich gerne einfach ein gutes Verhältnis zwischen Nationalmannschaft und Bundesliga-Mannschaften und Trainern und Spielern natürlich, aber auch mit den Trainern und mit den Vereinen schaffen. Wir müssen es irgendwie hinkriegen oder versuchen hinzukriegen, dass Nationalmannschaft auch ein Mehrwert für einen Spieler ist. Ich kann mich natürlich daran erinnern, weil das war ja nur mein Leben, dass meine Spieler zu Nationalmannschaften gefahren sind und dann war es irgendwie gefühlt immer so, entweder hat er zu oft gespielt, zu wenig gespielt und wenn er zu wenig gespielt hat, auch noch zu wenig trainiert, gefühlt. Nicht, dass das wirklich so war. Es war für uns wahnsinnig schwierig, richtige Informationen zu bekommen von den jeweiligen Ländern. So viele Deutsche waren es vor allem in den 9 Jahren in England nicht, von den jeweiligen Ländern Informationen zu bekommen und das hätte ich schon gerne anders. Dass man uns wirklich als Partner sieht, dass wenn ein Verein sagt, der Spieler ist im Moment echt überspielt, lass ihn mal zu Hause, dass ich dann auch die Möglichkeit habe zu sagen, ja, dann bleib zu Hause, mach mal 2, 3 Tage weniger, weil die Jungs kommen im September noch nicht, aber dann in allen anderen Phasen kommen die normalerweise, vor allem die bei den Top-Vereinen spielen, aus dem Vollsprint raus. Ja, so. Und ich möchte die besten Spieler dabei haben, aber ich möchte auch die besten Spieler in der besten Verfassung dabei haben, damit sie dass das Länderspiel nicht... Ja, damit sie auch die Leistung bringen können und nicht da rumdümpeln, so, ne? Völlig verständlich und völlig richtig und wichtig. Ja. Das Spiel zwischen 2 Highlights ist, sondern dass das Länderspiel ein Highlight ist. Für jeden, der es spielt und für jeden, der es guckt. Und da ist noch ein bisschen Weg zu gehen, aber jede Entwicklung braucht vor allem einen Anfang und damit fangen wir jetzt an. Mit Blick auf 4 Länderspiele, also eine besondere Abstellung. Es ist deine erste als Bundestrainer und es ist seit 20 Jahren die erste, bei der bei Heimländerspielen wieder Stehplätze zu haben sind. Ja, wie sehr freut dich das, dass in Augsburg und München Stehplätze da sind und wie sehr freust du dich vor allen Dingen auch auf die deutschen, auf die heimischen Fans? Also mein Timing hätte nicht besser sein können, ohne dass ich es gewusst habe. Ja, überragend. Was auch immer wir da auf dem Feld veranstalten, wenn es die Leute nicht interessiert, brauchen wir es nicht machen. Das kann man sicher so sagen, das gilt für die Vereine, aber es gilt natürlich auch für die Nationalmannschaft. Ich möchte außergewöhnliche Atmosphären schaffen und ich weiß, dass da der Fußball, der gespielt wird, echt ein entscheidender Einflussfaktor ist. Daran werden wir arbeiten. So. Aber ist auch nicht schlimm, wenn die Leute schon sehr gut drauf ins Stadion kommen und einfach auch richtig Lust haben auf das, was da passiert. Und wir alle wissen, dass viele der Fans, die besonders leidenschaftlich sind, bei Fußballspielen eben stehen. Ob das jetzt eine Lebenseinstellung ist, weil sie sagen, Fußball im Sitzen gucke ich nicht, oder ob es anderen Dingen geschuldet ist, ist egal. Aber wir wissen alle, wovon vor allem auch der deutsche Fußball lebt in diesen Momenten. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr
drüber. Und wir werden ganz offen sein, wir laden tatsächlich jeden ein, und versuchen eine spezielle Reise einfach mal anzugehen. Und alle wissen das ja, alle Fußballfans in jedem Verein haben gute Zeiten gehabt. Und wenn man die gerade mal nicht hat, dann sehnt man sich richtig gehend danach, dass es irgendwann wieder passiert. Und praktisch bei fast allen Vereinen, jetzt gibt es hier 1, 2 Ausnahmen, kommen die dann auch wieder, wenn man die richtige Entscheidung trifft. Jetzt ist hier eine Entscheidung getroffen worden und jetzt gehen wir das an und ich gehe es voller Optimismus an. Und beim Optimismus ist es jedem selbst überlassen. Aber was ich auch gesagt habe, Erfolg ist Leistung in Relation zur Erwartungshaltung. Jetzt weiß ich, dass wir können ja morgen gar nicht Weltmeister, Europameister werden, also weiß ich natürlich, dass aber der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, mit kleinen Momenten Vertrauen, Liebe, Wertschätzung zurückzugewinnen, gehört schon auch dazu. Bei mir wird das kein Problem sein für die Spieler, gar kein Problem, weil genau so funktioniere ich. Und die Leute sollten diese Möglichkeit zumindest mal überdenken, ob sie da nicht auch mit dabei sein wollen, dass wir vielleicht erstmalig in Augsburg dann beim Heimspiel jeden gewonnenen Zweikampf feiern, als hätten wir gerade ein Tor geschossen. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Dann gehen wir das mal an, ne? Gehen wir das mal an. Ja. Kloppo mal ein bisschen ruhiger, nicht wie auf dem PK, so viel Rage irgendwie, ne? Ich bleibe dabei, der Take ist immer noch sehr wild. Vielleicht verstehe ich den Take aber auch komplett falsch und er meint ihn doch nochmal anders, keine Ahnung. Bin sehr gespannt auf die erste Nominierung, Alter. Das wird sehr interessant sein. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein, bis dann, tschüssi.